haut op weißen Osterdach begräßen ich aus der Kirch vun Ursbild, mir verdrof vunheit sondes Mass. Et sangen Chorallen Saint-Cécile Ursbild Helling, Dirigentin as Bernadette Kaiserwald-Billig, Organist de Sylvain Bech. No senger Urgel Entrée aus der Suite Gothique vum Bohellmann sangemer Hier I am Lord vum Schutti, Herr erbarme dich unser, arrangiert vum Patrick Colombo, A toi la gloire, Laudate Dominum 460, Ophélie et Filie vum Pasch, Cloche de Pâques vum Ernest Bohn, Heilig Hosanna vu Fellner a Colombo, O du Lamm Gottes aus der Deutsche Singmesse. Wir sind gekommen an als Schlusslied durch die Weite der Natur, beides vun Jourdan an Heinzmann. Den Organist spielt als Sorti Trumpet-Tune vum Jeremia Clark.
Am Numm vom Pap a vom Sohn a vom Heilige Geest. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leeft Leitheit zu Ösbild an der Kirch, a leef alle Gue, die da iwwer Medien ma dais verbunden sieht. Here I am, Lord. Hei sinn ich her. Hei si mir her. Wie die echt Jünger si ma lo haut am Numm vom Jesus ze Summe kom. Wir glewen, dass hier ein Oberstern ass. Am mat dem Apostel Thomas bekennen wir de Glaven durch eis Feier vun der Sondesmass. Los meis lo an Präsenz vom Obersternenen versetzen. Wir willen hier frohen, dass hier eis Herzer soll ändern an d Welt erneuern. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus Zwilling genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Sie sind in diesem Buch nicht aufgeschrieben. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, eis allgeliefig sind die Zimmeren, wo bausen drauf geschrieben steht: Ne pas déranger, s'il vous plaît. Accès interdit. Privé. Prière de frapper. Vielleicht tut ja auch so ein Kummer, wo dort Potzfrau niedererlost. Da hat sie nicht verloren. Letztlich geht es dabei Datei. Jeder von uns braucht einen Platz, wo er sich zurückziehen kann, wo es in Ruhe hat und nicht ständig gesteuert wird. Nichts nervt mehr, wenn die ganze Zeit dir ob an so geht, a Leid auseinandergehen, wenn wir gerade keinen Willen gesehen. Ergo, Zauendieren sind wichtig. Gerade dann, wenn es einem nicht gut geht, brauche ich so eine Rückzugsmöglichkeit. Bei den Jüngern damals war es nicht ernst. Sie waren fertig mit den Nerven. Bang waren ihnen für all denen da draußen, zumal nur der Blamage mit Jesus aus einem schmähvollen Tod. Und sie haben ihr Dieren zugesperrt. Jesus tockt nicht. Diere sind so geblieben. Mir auf einmal steht hier Matzen innerzinge Jünger. Mir nicht, dir nicht. Der Jesus platzt doch nicht daran. Mir eigentlich war hier schon immer do gewesen. Der Jesus wird als helllichtend beschrieben. Tatsächlich kennen wir all das. Manchmal kriegen wir auf unserem Rückzugsort eine Erlichtung. Etwas geht uns ab. Wenn wir uns lang genug verkrochen haben, da könnt irgendwie den Zeitpunkt, wo uns Gedanken mehr klar gehen, wo alles sich sortiert. Und gerade wenn wir uns an Zonen Tiere verstoppen, ist doch immer bei uns. Den Herrgott lässt uns nie allein. Irgendwie ein Keier sagte Jesus, dass wir am Verborgenen beten sollen. Geh an dein Zimmer, sperrt dir zu, und bet zu deinem Gott, weil hier den am Verborgenen ist, wird dich hören. Die Schuld, ob dir, dass keiner kommen soll, ist also durchaus biblisch zu begründen. Wir brauchen dann aber Ruhe an Aufstand von anderen, für Gottes Licht an uns selber zu entdecken. Dann können wir auch nicht rausgehen an die Welt. Bild von den Zonendieren kann uns helfen, unsere Glauben am Alltag besser und mehr tief zu leben. Man muss lernen, Tiere noch draußen zuzumachen, zumindest gelegentlich, für Gott an unserem Inneren zu erfahren. Liebe Freunde, ihr kennt die mit einem Kopfhörer die Ohren zuhalten, für nichts mehr von der Umwelt mitzukriegen. Musik kann tatsächlich helfen, all die Alltagsgeräusche auszublenden. Noch besser als einen Platz zu finden, die Ruhe ausstrahlt. Am Busch kann ihn höchstens nach die Villacher
zwitscheren heieren. An der Kirch also da war meestens so richtig ruhig. E schein Gefühl vu Ruhe a Geborgenheit a fir den dann meditéiert, a mat der stillt Gott a sich ansaucht. Oder wann der Hand an engem Auto oder am Bus sitzt, statt sich 4000ste Keier zu frohen, wie weidet nach ass, kann in der Platz da so machen, als ich ganz bei Gott wissen. Da se Bierden, dat eis hëlleft, deifsinnig, stark a selbstbewusst zu ginn. Mat Dieren zo, mat der rollenden Ruf, a loste Jesus an mit von ihrem Herz ran. Oder leif Matchristen die klengen Ton von Entrüstung matkrit, den bei eiser heutiger Ostergeschichte Endach herausheiert. Thomas den Zweifler, den ungläubigen Thomas, so hummeren auch schon am Katechismus kennengelernt. Mittlerweile froh ich mich, gimmer diesem Apostel wirklich gerecht, wenn wir hier für allem in diese 40 gesehen. Was die anderen erzählen, das geht dem Thomas nicht durch. Mit eigenen Ahen wild hier gesehen. Und auch Thomas, dass sie nicht zufrieden. Mit seinen Händen wollten das unfassbar betaschten, berehren, uppacken. Wie das hier selber gepackt und verwandelt wird. All diejenigen, die eigen persönlich Zugang sichern für ihre Existenz, für ihre Glauben, sie sind mit ihm, dem Thomas, Familie. So wie hier wollen sie voll an Leben andauchen, mit Haut an Haar, aber für allem aus ganzem Herz, mit ganzem Empfangen. Gewiss, die anderen Aposteln hatten die Erfahrung gemacht, wir haben den Herr gesehen, so soen sie. Mit den Thomas findet zu ihrer Erfahrung kein Zugang. Mit das war ja schon den zweiten Schritt, den ersten decisiven, den diesem vorausgegangen als war, der Jesus tritt dann bei Zonen Dieren an schwätzt. So eine Begegnung braucht den Thomas auch. Persönlich vom Jesus ugesprach gehen, sich von ihm ugesprach fühlen, und dann reagieren. Dorums geht es. Lieber Gur, ja, der Jesus schwätzt ich ich all. Los mal eis von ihm uschwätzen. Die römische Basilika Santa Croce in Jerusalem ist bekannt für ihre vielen Reliquien. Eng davon hat Form von einem großen Fanger mit einer ganz kleiner Schank dran. Ein Glied vom Fanger vom Apostel Thomas. Das erinnert an die 10 von Haut, wo den oberstandenen Herr den Thomas spektakulär invitiert. Streckt dein Fanger raus, allein am eng Seid, als ihr nicht unglewig, mehr glewig. Den italienischen Barockkünstler Caravaggio hat das dramatische Begegnung an einem famosen Tableau festgehalten. Weist, wie den Thomas sei Fanger so weit an Seite Wund vom Jesus rasticht, dat den Dora komplett verschwindt. Der Jesus selber feiert ihn dabei Hand, für ihn zum Glauben zu feiern. Der Fanger vom Apostel Thomas. Er symbolisiert eng Sehnsucht, die der religiöse Mensch bis haut undreift. Geben doch mir als Wünschen, de Glauben und den Oberstandenen experimentell belehen zu können. Aber wann der Beweis eis verwirrt gött, als in dem Apostel Thomas vielleicht stellvertretend für eis all geschenkt gin, als sei Fanger ihren Prothes für eise mangelnde Glauben. Eng iwwerflächlich Lektür vom Evangelium schenkt dat not zu lehen. Guck mal mé genee hin, da geseit da war ernst aus. Niemals geht es drum, einfach sinnlich Beweiser für den Glauben und den oberstandenen Christus zu präsentieren, auch nicht an den Evangelien. Selig, die nicht gesehen an aber leben, seht der Jesus. Aber wäret wirklich der Fanger, den Thomas und Glewe krit tut? Nicht eigentlich. Mam Fanger a mat den Aen huet den Thomas nëmmen eng mënschlich Gestalt mat de Spure vun der Kreuzigung gesinn.
Sei Bekenntnis aber heescht, mein Herr an mein Gott. Auch hier muss den Iwerschritt zum Glauben ohne Beweiser machen. Dafür schreibt den Heiligen Augustinus, hier hört dem Mönch gesinn an unhien als Gott gegleeft. An de Jesus, so bericht als Evangelium, huet d'Aposteln ugehaucht. Auch mir Christen sie von ihm ugehaucht. Wir goufe von ihm ugehaucht, an hu sein Otem, sei Geest, sein Lebensprinzip krit bei der Firmung. So was auch eis Assemblée hei von Heiligem Geest erfüllt. Et gibt ein Musiksinstrument, das braucht gerade so Otem Luft, Durchel. Früher, wie noch kein elektrisch war, als sie ugedreven gehen mit einem großen Losballig. Gemeinschaft von den versammelten Gläubigen an Durchel und ist als Gemeinsamkeit. Durchel als du wennst so ein einzigartiger Klangkörper, weil sie als Instrument beotemt als durch an durch. Auch dem Jesus in Gemeinschaft von Jüngerinnen und Jünger erhilft vom Otem von Gottes Geist bespielt an dieser Welt hier Stimme, erkennt am christlichen Zeichnis zum Klingen. Liebe Brüder und Schwestern, dass nach Gottes Geist sin göttliche Melodie obeis spielen könnt. Ja, sie mir sein Instrument, der Welt zur Fried, Gott zur Ehre, an eis allsweiser eigener Erfüllung, zu einem erfüllten, frohen Leben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dem Jesus sing Oberstehung gëtt dem Leben en neuen Elan. Los ma voll Vertraue beten. Für die Kirche, der die Jesus sei Frieden an sehr Verzeihen vertraut wird, Herrgott, heie eis. Für die Völker leden, dass sie Dinger vom Frieden und von der Versöhnung sind, Herrgott, heie eis. Für die in Zeche sich für können zu leben, Herrgott, heie eis. Für als Gemeinschaft, dass sie nun Beispiel von den echten Christen mehr brüderlich gött. Herrgott, heie eis. Herr Jesus, Lust Glauben und den Auferstehung als Leben erneuern, für das wir dich können loben, elo an all der von unserem Leben. Amen.
Lasset uns beten. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten Haut für die Versturwe von Helling, als speziell Stiftung Familie Simon Steffen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Alleluia. Der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Komm. Das ist gut, Sand. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Alleluia, Alleluia.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Ursbild. Den nächsten Sonntag über Drom und Mass von Weiler La Tour. An los schalten wir zurück an den Studio.